willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die, seit wir zusammen den Krimi-Podcast moderieren, schon mehr als 5 Jahre, Woche für Woche, Donnerstag für Donnerstag, immer etwas jünger, etwas frischer, etwas lebendiger aussieht, während ich jeden Donnerstag etwas alter, schlaffer, fahler herauskomme aus dem Studio. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ich würde sagen, das ist nicht mein Problem. Änder doch was an dir. Vielleicht müssen wir mal die Plätze tauschen, weißt du? Und dann sind wir in 5 Jahren wieder auf demselben Niveau. Dann kann ich das Leben aus dir raussaugen, nicht mehr umgekehrt. Ich wusste, dass es wieder zu einer bösen Unterstellung wird. Ich wollte gerade sagen, Wolfram, du siehst blendend aus. Aber nein, ich sauge dir das Leben aus, ohne dass du es merkst. Jetzt gerade, diese Moderation ist aufgefallen. Ich erinnere euch da draußen nur, dass Wolfram selber vor ein paar Wochen gestanden hat, dass er hier mit abgepackten Alkoholflaschen durch die Gänge schleicht. Also ich frage mich wirklich, ob ich das bin. Das Leben aussaugt. Aber vielleicht mit solchen Kommentaren. Vielleicht. Ihr merkt es schon, es ist Vollmond und deswegen Zeit für ein Grauen-Special im Krimi-Podcast, wo wir heute 2 schöne Folgen haben. Im ersten, Calypso 3000, geht es genau auch um so eine Frau wie Susanne, lebensvoll, prachtvoll, die ganz im Saft steht, und unseren jungen, noch vitalen Besim, der für sie arbeiten soll. Genau, das Ganze an Bord einer Luxusjacht. Und da gibt es eben auch, die eine Seite ist schillernd und schön und die andere ist geprägt von Arbeit und Schrecken. Viel Vergnügen. Langsam merkt man, dass die Tage wieder länger werden. Ja, endlich wird es ein bisschen wärmer. Ich freue mich so auf den Sommer. Oh ja. Hey, sollen wir uns das nächste Mal ein bisschen früher am Wasser treffen? Irgendwann zu dir das Feuerchen machen? Ich find's schon gut, Dani. Oder wir fahren mit dem Bötchen von meinem Bruder auf den See raus? Ja, von mir aus sofort. Schon? Das Bierchen können wir ja überall trinken. Ja, hey. Ich habe nicht gern Wasser, das wisst ihr doch. Nein, nicht wirklich. Ist ja gleich. Was soll das heissen? Ich habe nicht gerne Wasser. Genau das. Ich habe nicht gern Wasser. Ah, wegen dieser Kindergeschichte mit dem, wie heisst der? Mit dem Schluffi. Der Puffi. Ah ja, klar, das Kassettchen, das wir damals gehört haben. Hast du das noch nicht verarbeitet? Nein, Mann, der Puffy hat zwar nicht unbedingt geholfen, aber es ist nicht deswegen, Leute. Hey, ben, sind wir ehrlich jetzt? Was? Kannst du nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen, du Dotsch. Wir sind doch zusammen im Schwimmunterricht gewesen. Ja, genau, du hast mich immer abgedünkelt. Wo ist denn das Problem? Also, um es kurz zu machen. Ich habe so mit 18 ein paar Wochen auf einer Luxusjacht gearbeitet. Das war nicht so prickelnd. Und seither eben. Also nur weil man auf einer Luxusjacht ausgebeutet wird von so Rich People, die Champagner schlürfen, kannst du jetzt nicht ins Wasser. Hey, Wasser ist das Beste, was es je jetzt gibt. Nein, im Ernst, auf dem Wasser sein ist immer hure geil. Auf dem Wasser sein ist die Hölle. Ich will voll nicht drüber reden. Aha, nein, das respektieren wir natürlich. Voll. Ja. Lass mich in Ruhe, Mann. Das ist voll in Ordnung im Fall. Total. Hey, lass dir Zeit. Schnaufen. Also gut, ich erzähl's. Aber ich habe euch gewartet. Yes! Ich bin ja früher im Sommer mit meiner Familie nach Albanien. Wisst ihr noch, wo mich der seltsame Typ mit dem Auto mitgenommen hat? Der mit den Wunden am Kopf. Und der roten Sporttasche. Stimmt. Ja, genau, das war alles ein bisschen viel in diesem Sommer. Will? Weil du gestorben bist, Zoe. Ah ja, genau. Ja. Also nach dieser creepy Autofahrt bin ich nicht direkt zurück nach Zürich. Ich dachte, ich nehme mir ein bisschen Zeit, fahre in die andere Richtung, ein bisschen reisen halt. Und wenn ich kein Geld mehr habe, gehe ich irgendwo ein bisschen arbeiten, habe ich gedacht. Cool. Das Problem war nur, dass ich ziemlich schnell kein Geld mehr hatte. Eigentlich schon kurz nach der albanischen Grenze in Griechenland. In einer Hafenstadt vor Korfu bin ich in einer Bar und habe mein letztes Geld investiert. Für dich. Danke. Was macht das? Du hattest 3. Ja, eher 4. 8 Euro. Okay.
Ihr braucht nicht zufällig jemanden, der hier aushilft? An der Bar. Naja, egal. Ich habe viele Talente. So. Vielleicht. Kann schon sein. Zähl du mal bis 8 und ich frag die Chefin, okay? Alles klar. Hey, lass mich das machen. Wie bitte? Ich lade dich ein. Danke, aber das, Du suchst Arbeit? ja, das stimmt. Ich bin Melina. Bessim. Bessim. Was für ein schöner Name. Danke. Ich wollte gerade das Gleiche zu dir Bessim, sagen. Ja, ich habe die perfekte Aufgabe für einen Mann wie dich. okay. Hast du schon mal auf einem Schiff gearbeitet? Danke, aber Fischkutter ist nichts für mich. Wer sagt denn was von einem Kutter? Ich rede von einer Yacht. Eine Yacht? Die Calypso 3000. Die luxuriöseste Yacht in der ganzen Adria. Sie legt in 1 Stunde ab. Und sie braucht kurzfristig noch einen Matrosen. Regelmäßige Mahlzeiten, ein gemütliches Bett, Arbeit an der frischen Luft. Wöchentlich 1.500 € bar auf die Hand. 1.500 €? Plus Trinkgeld, versteht sich. Interessiert? Bist du auch da? Ich bin die Köchin. Und ich koche gut, Bessim. Richtig gut. Aber ich weiß nicht, als Matrose muss ich doch diese Knoten und so kennen und... Du machst dir zu viele Gedanken. Als Matrose musst du nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das kannst du doch ganz gut, oder? Hey, und ist es schön gewesen? Ach, ist das wichtig? Ja, ich frage ja noch. Nein, das ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass ich Hunger hatte und nicht gewusst habe, wohin. Und außerdem war sie ultra heiß. Voilà. Macho. Ich bin kein Macho. Ich meine Steffi. Was? Jedenfalls habe ich zugesagt. Und Hast du es nicht ein bisschen komisch gefunden, dass du an einem total elitären Ort hast arbeiten konntest, obwohl du 0 Kompetenzen gehabt hast? nein, leider habe ich es nicht komisch gefunden. Also sind wir zu dieser Calypso 3000 gegangen. Und sie war wirklich krass. Wow! Das ist ja riesig! Habe ich dir zu viel versprochen? Willkommen. Muss Bessim sein. Ich bin Lukia, deine Kapitänin. Lukia, freut mich. Nenn mich Captain Lou. Ei, Captain Lou. Ja, klar, zum Entern, Matrose. Du gefällst mir. So, unsere Köchin kennst du ja schon. Ja. Und das ist Minos, der erste Matrose. Ihr werdet euch eine Kabine teilen. Hey, Minos. Hi, freut mich. So, Ich auch. Bessim, ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Okay. Herkunft? Ja, Schweiz. Also meine Eltern sind aus Albanien, aber... Keine Romane. Klare Fragen, klare Antworten. Okay. Aus der Schweiz. Ausgeübte Berufe? Babysitter, Kioskverkäufer, Barkeeper und DJ. Gut, ich schreibe keine. Warst du in den letzten 4 Wochen in ärztlicher Behandlung oder hattest du Fieber über 38 Grad? Nein, Allergien? nicht, dass ich wüsste. Wie gut heilen Verletzungen bei dir? Wie lange blutest du? Ganz gut, glaube ich. Also ich habe mich kürzlich am Finger geschnitten, das war schon viel Blut, aber mit einem Pflaster. Also normal. Wenn du dich umbringen würdest, wie würdest du es tun? Wie bitte? Beantworte einfach die Frage. Wie würdest du dich umbringen, Bessim? Ich weiß nicht, vielleicht mit Schlafmittel? Hypnotikum. Schön. Willkommen an Bord, Bessim. Yay, danke. Gleich kommt Frau Ward. Sie ist Stammgast bei uns. Eine wunderbare, ältere Dame mit Stil. Okay. Immer mit besonderen Wünschen. Wir werden ihr diese Wünsche von den Augen ablesen. Nicht wahr? Ja, klar. Minos? Ich gebe alles. Das wollte ich hören. Legen wir los. Auf dem Schiff hat's alles gehabt, was man sich vorstellt. Ein Pool und ein Barbereich, so eine Terrasse, sogar ein Kino, ein Fitnessraum und so weiter. Alles mega Luxus. Ausser unsere Kabine. Der Minos und ich haben uns so eine super kleine Kajüte geteilt mit so 2 winzigen Kojen.
So, du kannst deine Sachen hier verstauen. Und denk dran, immer die Tür zumachen. Bei Seegang fliegt hier alles durch die Gegend. Das ist manchmal ziemlich gefährlich. Jungs, kommt ihr zurecht? Tipptopp. Stimmt's, Bessie? Ja. Echt fancy hier. Na, ihr seid süß. Schon beste Freunde. Dann bis später. Fantastische Frau. Und sie hat mich angesprochen. Nice. Yeah. Melina? Ach, kann schon sein. Kann schon. Wie meinst du das? Hast du keine Augen, Mann? Lass besser die Finger von ihr. Ist das so ein Yachty-Ding? Lektion Nummer 1, schlaf nie mit deiner Crew? Vertrau mir einfach. Bei Melina, da würde ich... Was würdest du? Ach, übrigens. Captain Lou sagt, Frau Ward kommt schon früher und ist in 1 Stunde da. Falls ihr noch ins Wasser wollt, ist jetzt der Moment dafür. Danach habt ihr erstmal keine Zeit zum Schwimmen. Hüpfst du auch mit rein? Ich würde dich sehr gerne in Speedos sehen. Aber ich bin leider zu busy. Bis später. Ja, bis gleich, Melina. Bessie, ernsthaft. Du willst nicht wie dein Vorgänger enden. Was hat sie denn gemacht? Hör einfach auf mich. Und jetzt keine Fragen mehr, klar? Okay. Na, dann gehe ich mich mal etwas abkühlen. Kommst du mit? Ich schwimme nicht. Wieso nicht? Nie gelernt. Dann ist das ja der perfekte Arbeitsplatz für dich. Niemand geht auf eine Yacht zum Schwimmen. Okay. Ich bin dann mal im Wasser. Warte, komm mal kurz. Was ist? Da beim Fenster, siehst du das? Was ist das? Das ist ja riesig. Leise. Ich glaube, das ist eine Gottesanbeterin. Eine Mantis. Wie krass eklig. Was frisst sie da? Vermutlich ein Männchen. Wow. Die ist ja hart drauf. Hey, geh besser nicht zu nah ran. Was tust du? Ich rette den kleinen Kollegen hier. Nein, lass das. Er ist ganz starr vor Schreck. Lass mich. Misch dich nicht ein, der ist doch sowieso schon tot. Nein, siehst du, er lebt noch. Aber du bist jetzt... Eine Männerfresserin weniger. Nein, das war nicht gut. Das hättest du nicht tun sollen. Ich hab doch nur den... Du verstehst das nicht. Der Minos war ein bisschen strange drauf. Haben wir gedacht, wahrscheinlich macht er den Job schon ein bisschen zu lang. Wo unser Gast kam, haben wir unsere Uniform angelegt und haben auf Deck auf sie gewartet. Um sie zu begrüßen natürlich. Hey, es war Spannung in der Luft. Die Frau Ward war wirklich beeindruckend. Ihre weiten Kleider war immer etwas an ihr in Bewegung, als hätte sie mehr als 2 Arme und Beine und als würde sie alles sehen, was um sie herum passiert, ohne ihren Blick abzuwenden. Und sie hat riesige, stechende Augen und ihre Haut einen blassen, hellen Schimmer, den ich noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Captain Lou! Vesna, wie schön, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Melina! Willkommen. Wie sieht es aus, Lou? Sind wir bereit für diese Fahrt? Natürlich. Darf ich Ihnen Minos vorstellen? Willkommen. Minos. Unser erster Matrose. Voller Saft und Kraft. Wie geht es Ihnen, Minos? Es geht mir gut, Frau Ward. Ich hoffe sehr, Ihre Reise war angenehm. Sie sollten mich Vesna nennen. Das wäre mir lieber. Vesna, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Schön, schön. Und ich bin Bessie. Dann sollten wir endlich ablegen, nicht wahr, Captain Lou? Natürlich. Legen wir ab. Wären Sie so freundlich, mir meine Kabine zu zeigen, Minos? Ich habe in dieser Nacht extrem schlecht geschlafen. Der Wind und die Wellen. Und irgendwann hat das ganze Schiff angefangen, Musik zu machen. Von diesem Geräusch bin ich dann aufgewacht und habe den Minos im Schlaf gehört seufzen und um sich schlagen. Nein, ich bin der Falsche. Geh weg. Ich habe nicht alles verstanden, was er vor sich hingesagt hat, aber er ist immer lauter geworden. Nein, warte, ich krieg dich. Oh, deine Fühler, die Fühler, fühl ich. Hey, Minos, wach auf, Minos, hey. Was? Du hast geträumt, Minos. Ich habe... Minos, du bist auf dem Schiff.
Alles gut, Mann. Das ist nur der Wind. Aber da war ein... Sie wollte mich aufschlitzen, auffressen. Nein, Mann, du hast nur schlecht geträumt. Aber ich will nicht. Ich war... Minos, schlaf weiter. Ja. Am nächsten Morgen war wieder der schönste Sonnenschein. Der Minos muss schon viel vor mir aufgestanden sein. Sein Bett war perfekt gemacht. Melina! Morgen, Bessie. Könntest du vielleicht den Orangensaft hochbringen? Minos hat vergessen, ihn mit dem Frühstück zu servieren. Bin schon unterwegs. Sie sind aber kein Grieche. Habe ich recht? Ich komme aus der Türkei, aber ich lebe seit einigen Jahren in Griechenland. Oh, ich hatte mal einen Freund namens Minos. Ein wunderbarer Mensch. Ist leider gestorben. Oh, das tut mir leid. Ach, er war schwach, er wurde krank, hatte Schmerzen. Aber er hat viel zu schnell aufgegeben. Man darf nicht aufgeben. Man muss für alles im Leben kämpfen. Immer kämpfen, Minos. Sich nicht unterkriegen lassen. Ich war nie bereit aufzugeben. In meiner Jugend nicht und schon gar nicht im Alter. Ich gebe nicht auf. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Haben Sie Kinder? Eine Familie, die Sie vermisst, wenn Sie auf See sind? Nein, keine Kinder, keine Frau. Oder ein Mann vielleicht? Nein, auch nicht. Niemand, der auf diesen schönen Mann zu Hause wartet? Ich verstehe das. Ich war ja auch immer gern unabhängig. So bleibt man beweglich und frisch, nicht wahr? Vermutlich, ja. Sie haben wirklich tolle Haut, Minos. Oh. So glatt. Darf ich? Nur zu? Ja. Weich und fest zugleich. Und diese Adern, ein Kunstwerk auf Ihrem Körper. Wie alt? Ich bin 23. So jung, es ist herrlich. Oh, man riecht die Jugend noch, die riecht man. Hier noch Ihr Orangensaft. Sie können ihn da hinstellen. Und Minos? Sie können gehen, aber nicht so weit weg. Ich werde in Ihrer Nähe bleiben. Alter, wie sagst du, ich soll mich von Melina fernhalten und du baggerst die millionenschwere Lady an? Gibt's dafür keine Regeln? Meine Haut ist ganz glatt. Ich werde in Ihrer Nähe bleiben. Ja, alles klar bei dir. Minos. Ja, ich bin Minos. Auf mich wartet niemand. An dem Abend bin ich todmüde ins Bett gefallen. Wirklich tief geschlafen habe ich allerdings nicht. Das Meer war in dieser Nacht besonders unruhig. Boah, Minos, wird dir nicht schlecht bei dem Geschaukel? Minos? Aber dann habe ich gemerkt, er ist gar nicht in seiner Koje. Boah, mir wird... Ich muss glaube auch mal raus. Die Tür zu unserer Kabine war schon wieder abgeschlossen. Hey, Minos! Die Tür geht nicht auf! Hey, Minos! Hey, Minos! Der Wind ist immer lauter geworden. Aber dann merke ich, dass das gar nicht der Wind ist. Was ich höre, ich meine, dass der Wind anders tönt. Weiter weg, weniger unruhig, weniger bedrohlich. Es war ein Klang, der durch Mark und Bein geht. Ich kann nicht genau sagen, was es war. Eine Art Summe, ein lauter Gesang, so eine Surre aus ganz vielen Stimmen, aber keine Menschenstimme. Es war gleichzeitig hoch und tief. Es hat ein Kribbeln auf meiner Haut ausgelöst. Ich habe das gehört und gespürt, wie ganz langsam die Kraft aus meinem Körper gewichen ist. Ich habe mich plötzlich klein gefühlt, musste absitzen, probiert mir die Ohren zuzuheben und mich zu entziehen, aber es ist wie durch mich durchgegangen. Es war fast, als wäre das in mir drin. Ich kann nur noch aus dieser Kabine rauswählen. Ich habe es also zu den Stegen geschafft und bin sie vorsichtig hochgelaufen. Auf dem Deck oben ist es hell, aber alles komplett still gewesen. Kein Wind, keine Wellen. Und der Gesang war auch plötzlich weg gewesen. Dafür so ein komisch süßlicher Geruch in der Luft. Ich rechne also mit allem. Und als ich ganz vorne beim Deck ankomme, finde ich den Minos auf dem Tisch liegend, gefesselt.
Shit. Oh, was ist denn da? Scheiße. Hilf mir, die Fesseln. Klar. Was ist denn passiert, Mann? Los, mach schnell, Mann, sie kommt gleich. Wovon redest du? Sie will mich aufschlitzen, verstehst du nicht? Wer sie? Die Mantis. Was? Wer? Sie kommt. So, warte. Du bist frei. Ich muss weg. Minos, wo willst du? Ich muss... Warte. Du kannst nicht schwimmen. Minos, nein! Minos. So, es ist alles vorbereitet. Ich wusste, Shit. ich bin bei Ihnen in guten Händen. Natürlich wie jedes Jahr, meine Liebe. Ich freue mich so. Sie werden sehen. Es wird... Wo ist er? Er war doch eben noch... Wie konnte er... Melina! Bessim war's. Er hat ihn befreit. Keine Sorge, er ist hier drüben. Melina, Das macht nichts, Bessim. Wirklich nicht. Wir sind auf alles vorbereitet. Und dann kommt die Melina langsam auf mich zu. Sie lächelt. Bessim, du kannst alles wieder gut machen. Sie sieht aus, als ob sie mich umarmen will. Ich probiere sie wegzustoßen, aber sie packt mich. Was soll das? Nein, Melina! Sie ist so unglaublich stark. Sie hält mich einfach fest. Ich probiere mich mit aller Kraft zu befreien, aber sie hebt mich und lächelt und drückt immer fester, dass es mir den Brustkorb zuschnürt. Ich komme fast keine Luft mehr über. Wehr dich nicht dagegen. Lass es zu. Und während ich mich probiere zu befreien, merke ich zuerst gar nicht, wie die Vesna, die Alte, auf mich zukommt. Plötzlich steht ihr Gesicht vor mir. Ich sehe immer noch, wie ihre helle Haut im Mondlicht glänzt. Ihre Falten sind fast durchsichtig und ihre riesigen, dunklen Augen stehen direkt vor meinem Gesicht. Oh, es tut mir leid, Bessim. Ich habe dir bisher zu wenig Beachtung geschenkt. Viel zu wenig Beachtung. Ich schmecke wieder den Geruch. Den süßlichen Geruch. Und dann wird alles so neblig. Ich spüre einen Stich auf meiner Haut. Es geht durch mich durch. Ein schmerzhafter, brennender Biss auf meiner Haut. Was? Und dann? Was ist denn passiert? Dann sitze ich wieder in der Bar. Mein Rucksack steht neben mir. Draussen ist das schönste Wetter und ich bin ganz allein. Also wie meinst du das? Das ist das Nächste, wo ich mich daran erinnern kann. Ich sitze in dieser Bar und der Barkeeper steht vor mir. Hast du mich verstanden? Was? Wie bitte? Ich habe meine Chefin gefragt. Wir brauchen derzeit niemanden. Ist nicht genug los. Wo ist Melina? Wer? Die Frau. Sie saß hier. Wo ist sie? Hier war keine Frau. Aber sie hat... Und wo ist mein Geld? Du hast schon bezahlt. Gerade eben. Mit vielen kleinen Münzen. Eine bunte Mischung. Aber... Du bist eingenickt. Die Hitze, das kommt vor. Willst du ein Glas Wasser? Nein, danke. Keine Sorge. Vom Uso gibt's keinen Kater. Ist wie Medizin. Ich gehe dann wohl mal. Aua! Ah! Ups. Vorsicht. Warte. Ich helfe dir. Au! Mein Bauch! Geht's? Ja, danke. Wirklich? Jetzt schon. Ah. Ich bin raus an die frische Luft. Ich habe mega fest Bauchweh gehabt. Es hat sich so angefühlt, als würde irgendetwas fehlen. Also klopfe ich mein T-Shirt und sehe, dass ich ein riesen Pflaster auf meinem Bauch habe. Von da unten bis zu meinem Bauchnabel. Was? Oh, fuck. Schaut. Da. Ui. Hey, was? Ist das eine Narbe? Das sieht aus wie eine... Aber... Shit, das kommt aber nicht von einem Skalpell. Ich weiss. Das war die 20. Folge von Grauen, Calypso 3000 von Maria Ursprung. Wolfram, hast du mal eine Gottesanbeterin in echt gesehen? Ja. Oh, das ist wahnsinnig faszinierend. Die gibt es sogar in der Schweiz. Vor einem halben Jahr im
Tessin eine gesehen, hat mir niemand geglaubt, aber ich habe wirklich eine gesehen. Ich habe sie auch gesehen, nicht in der Schweiz, aber 5 Kilometer von der Grenze entfernt. Er saß auf unserer damaligen Terrasse und es sind wunderschöne und leicht beängstigende Wesen, weil die so filigran und weise aussehen, oder? Und ich finde, das ist in dem Hörspiel, so wie sie beschrieben ist, dass alles um sie herum flattert und wie sie auftritt und wie die anderen sie auch wie so eine Königin behandeln. Und Minos ja auch, klar ist der irgendwie unter einem Bann, aber von Anfang an ist der ja auch so willig, zu ihr zu gehen. Ja. Ich finde, du hast völlig recht, schon beim Tier kann man sich ja doch, obwohl es ein Insekt ist, doch tatsächlich in diesen Augen verlieren. Ne? Man versteht schon mit dem ganzen Wissen, was man hat. Geht ihr Yachtfahren diesen Sommer? Ah ja, nee, diesen Sommer nur nicht. Diesen Sommer. Alle anderen ja, aber nee. Sie haben doch jetzt gerade die Yacht von diesem englischen Milliardär geborgen, wo immer noch nicht klar ist, warum die eigentlich gesunken ist. Die galt ja als unsinkbar. Ich glaube, es ist generell schlecht fürs Yachtbusiness und generell sollte man das Yachtbusiness, glaube ich, nicht unterstützen. Nicht, dass wir es könnten, nicht, dass wir es boykottieren könnten, aber das ist ja nun wirklich der Ausdruck für super rich und was die Welt nicht braucht. Du Reiche und Schöne. Vielleicht, Susanne, verprellst du gerade unsere treuesten Krimi-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die auf ihren Yachtfahrten, Segelbooten weiß ich, aber vielleicht gibt es auch welche, die Yacht fahren und auf dem Sonnendeck liegen und sich gekühlte, spritzige Getränke reichen lassen dabei. Und dann grauen Podcast hören? Tönt der Krimi-Podcast aus diesen sehr teuren Lautsprechern, die sie da haben auf Deck und Unterdeck. Okay, ich entschuldige mich bei diesen Zweien, dass ich ihre Yacht in Misskredit bringen wollte. Gut. Wir haben tatsächlich viele Seglerinnen und Segler. Das ist so. Oder kriegen wir ab und zu. Und das ist wirklich schön. Da hat man das Gefühl, man reist ein bisschen mit. Also wenn wir dann so Nachrichten bekommen, wir sind von den Seychellen und wir hören gerade. Das ist toll. Super. Gut, wir haben noch eine grauen Podcast-Folge da. Da geht es gar nicht mehr um Weltreisen, sondern wir sind einfach fort im ganz alltäglichen Horror, der da so auf einen wartet im normalen Familienalltagsleben zu Hause. Familie, da denkt man schon natürlich an Phil. Das stimmt. Das Walkie heißt, es geht um Walkie-Talkies oder Talkie-Walkies, wie die Franzosen sagen. Ist so. Sehr schön, echt? Die Franzosen sagen schon, die Schweizer sagen schon eher nur Walkie. Ja. Im Deutschen würdest du immer Walkie-Talkie sagen. Ne? Ja. Talkie-Walkies auch. Ja, die drehen immer eigentlich. Alles per se drehen sie so? Wir machen Filterkaffee und sie machen Kaffee à Filtre. Ja. Und dann umgekehrt auf Filtre à Kaffee für den Kaffeefilter. Einfach umgekehrt, genau. Walkie-Talkies, hattest du das als Kind? Nee, gar nicht. Und ich hatte so ein bisschen, als meine Kinder dann welche bekamen, hat sich das bei mir auch relativ schnell erschöpft. Ja. Weil wir hatten doch Blechdosen mit einem Bindfaden dazwischen. Ich hatte tatsächlich Walkie-Talkies. Mein Vater war so ein ganz großer Funknerd, das war sein Hobby. CB-Funk, Rundfunk. Also ich habe auch wirklich so Kindheitsbilder, wie er alleine im Schlafzimmer hockt mit so riesigen Geräten rundherum. Und ein bisschen spooky? Ja. Okay. Aber auch für mich total faszinierend, weil da auf einmal so Stimmen herkamen aus der ganzen Welt. Er hat das immer so gemacht. Ich weiß nicht, ob das die CB-Funker heute immer noch so machen, aber wenn du jemanden findest auf irgendeiner Frequenz, dann schickst du dir so Postkarten hin und her. Er hatte doch eigene Postkarten mit seinem Funkerkürzel drauf, mit dem Funkschlüssel. Und deswegen hingen dann bei ihm lauter Postkarten von Hawaii und Japan, keine Ahnung, mit Leuten, mit denen er mal kurz gefunkt hat, die Postkarten hin und her geschickt. Und damit du nicht an seinen teuren Funkgeräten rumspielst, hast du ein paar Portable bekommen. Genau. Okay. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich finde das mit dem Grauen auch gar nicht so weit her. Also wir hören es ja gleich, aber man landet da manchmal auf Frequenzen und hört da Menschen, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt herkommen, oder? Ja, ich hatte schon leichte Gänsehaut, als du gesagt hast, Stimmen. Also, viel Vergnügen bei der 21. Folge von Grauen, das Walkie.
Ich gehe wahrscheinlich mal wieder nach Albanien im Sommer. Bin schon ewig nicht mehr gewesen. Du, Steffi, machen wir jetzt den Roadtrip in Schweden? Ja, ich habe so keine Lust auf das. Aber Fabi wollte eigentlich interrailen mit den Kindern. Und ihr wisst ja, ich steige in keinen Nachtzug mehr. Ja. Der Roadtrip durch Schweden ist der Kompromiss. Hey, Basim, gibst du mir noch ein Bier? Bitte. Also ich habe gedacht, dass ich diesen Sommer mal einen Tauchkurs mache. Scheissdeckel! Ich weiss auch gar nicht, vielleicht kann man das im Pool machen. Haben die das schon mal... So ein scheiß Flasch, Mann. Wieso geht der Scheissdeckel nicht auf? Ist ein Drehverschluss, Phil. Einfach drehen, Mann. Der Scheiß, es geht nicht. Wow! Spritz mir ins Gesicht. So, jetzt ist offen. Aber du, was ist los mit dir? Du musst ein Anger-Management, hä? Ja, ich kann gar nicht hier ankommen in diesen Scheisswald. Ich komm mal runter, Mann. Hey, Scheiße, bist denn du heute drauf? Der letzte Monat war echt Hölle. Wieso? Was ist mit dir? Also, alles hat nach unserem letzten Treffen angefangen. Nach unserem Treffen da, meinst du? Oder wie? Ja, hier am Lagerfeuer. Besim, du hast von deiner Narbe erzählt und als wir gegangen sind, habe ich noch ein bisschen aufgeräumt und die letzten Flaschen zum Auto gebracht. Ich kann noch in Ruhe eine Ziege rauchen. Und plötzlich höre ich etwas. Hallo? Hofft da irgendjemand verarschen muss? Hallo? Hallo? Wo bist du? Was war das? Ja, das wollte ich auch wissen. Also bin ich dem Geräusch nachgegangen. Ja, aber was war das denn? 2 Walkie-Talkies. Okay, mega komisch. Mitten im Wald, oder Ja, was? voll, mitten im Wald. Hallo? Ist da jemand? Also du hast dich selber angefunkt? Ja, es kann eigentlich immer sein, dass noch jemand anders auf dieser Frequenz unterwegs ist. Es war aber niemand rum. Und woher sind dann die Geräusche gekommen? Ja, die sind schon aus den Walkies gekommen, sind ja eingeschaltet gewesen und dann rauscht es halt. Jedenfalls habe ich die beiden dann eingepackt. Für was? Ja, ich habe gedacht, dass sich der Noah sicher darüber freuen würde. Ja. Ah, ja. Es war schon morgen um 4 Uhr, als ich endlich heimgekommen bin. Ich bin ganz leislich ins Haus hineingeschlichen, damit ich niemand wecke. Was kommst du so spät heim? Hast du mich jetzt verschreckt? Wo kommst du eigentlich her? Ich wohne hier. Ja, ich habe gedacht, du seist schon im Bett. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe im Wald etwas gefunden. Schau mal. 2 Walkie-Talkies. Psst, Phil! Alle schlafen. Ja, sorry. Komisch. Ich habe die vorher ausgeschaltet. Was willst du mit diesen 2 alten Walkie-Talkies aus dem Wald? Für den Noah. Dann können wir ein bisschen zusammen funken, der Noah und ich. Ja, klar. Für den Noah. Wir können es ja schon mal zusammen testen. Am besten im Schlafzimmer. Boah, ernsthaft? Hey, bitte keine Gruselgeschichte aus dem Schlafzimmer. Oh, hey, was Gruselgeschichten? Meine Schlafzimmer-Stories sind immer mit Happy. Geile Sache. Wirklich. Noah, aufstehen, ich habe eine Überraschung für dich. Komme! Guten Morgen. Hallo, Papi. Schau, ich habe dir etwas mitgebracht. Was denn? Das da. Wieso hast du mir denn ein Walkie gegeben? Einfach so. Oh, danke. Stell mal auf Kanal 1 und geh in dein Zimmer hinterher. Okay. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade im Gang. Aha, also dann laufst du mal wieder die Stegen rauf in dein Zimmer hinterher, ist gut? Okay. Aber nicht umkehren, over. Ja. Da ist Cool Date an Noah. Hörst du mich? Over. Guten Morgen, Cool Dad. Ja, wieso nicht? Morgen. Willst du einen Kaffee? Oh ja, gern. Hallo, Cool Dad. Da ist der Ninja Noah. Bitte kommen. Ninja Noah, wie wär's, wenn du dich anlegen und dann essen wir zusammen zum Morgen? Roger. Alles klar, Cool Dad. Okay, Cool Dad hätte ich gern. Hey, gib mal. Da ist die Supermom. Willst du lieber Toast oder Cornflakes zum Morgen? Hallo, Supermom. Da ist der Ninja Noah. Ich will beides. Ciao, bis nachher. Tschüss. Super, Mom. Was soll ich, könnte man einen Werbespot machen? Voll, das haltet man ja kaum aus.
Aber dann ist doch alles in Ordnung, oder Phil? Ja, warte jetzt. Papi, kann ich das Walkie haben? Wieso? Ich will zu der Tamara über und sie fragen, ob sie es mit mir ausprobiert. Aber was ist mit Cool Dad und Ninja Noah? Phil. Ja, ist schon gut. Da, Danke. bitte. Der Cool Dad war also schon wieder out. Und der Noah hat den ganzen Nachmittag mit dem Mädchen von der Nachbarn hin und her gefunkt. Und die Walkies haben wirklich eine verdammt gute Reichweite gehabt. Hallo Tamara, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, und so ist es den ganzen Tag gegangen. Den Noah haben wir nur kurz beim Nachtessen gesehen. Und dann ist er mit dem Walkie schon wieder in sein Zimmer verschwunden. Noah, bist du immer noch am Funken? Jetzt ist Zeit zum Schlafen. Nur noch 5 Minuten. Hey, und wir könnten eine Geheimsprache finden, damit uns niemand versteht, falls jemand mal in unserer Frequenz landet. Mega gute Idee. Wir könnten Noah? Mein Papi. Jetzt wird geschlafen, Noah. Schluss mit dem Walkie. Also gut, bis morgen, Tamara. Schalte das Walkie gerade nach dem Aufstehen wieder ein, okay? Ja klar, ciao. Ciao, over and out. Hey, schlaf gut, Ninja Noah. Ja, du bist voll uncool dort. Uncool, Dad. Lernen doch. Hey, komm, wir schlafen jetzt. Ich bin mega müde. Ja, ich meine, es war schon 11 Uhr und der hockt immer noch vor dem Teil. Hey, aber es ist doch Wochenende. Hey, du hast ihm ein Walkie gegeben. Ja, schon, aber für ihn und mich. Ja, du bist eifersüchtig. Aufs Nobelsmädchen. Sicher nicht. Komm, bin mal ein bisschen locker jetzt. Ich bin locker. Gute Nacht, Cool Dad. Ja. Gute Nacht. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Aber plötzlich wieder aufgewacht. Mitten in der Nacht. Aber ein Geräusch. Schatz, hörst du das auch? Schatz! Was? Hör die Geräusche. Was für Geräusch? Da. Nein, Phil, ich will schlafen. Ich bin aufgestanden und dem Geräusch gefolgt. Es war ein Rauschen und ein Knacken und dazu so etwas wie ein Wimmern. Aber nur ganz fein. Es hat ein bisschen getönt wie ein verletztes Tier. Es ist aus dem Noah im Zimmer gekommen. Ich habe die Tür aufgemacht und der Noah ist in seinem Bett gelegen und hat friedlich geschlafen. Das Walkie ist neben seinem Bett am Boden gelegen. Und alle Lichter haben wie wild geblinkt und dann war da plötzlich wieder das Wimmern zu hören. Und dann eine Stimme. Eine Kinderstimme. Ich habe das Walkie in die Hand genommen. Hallo? Shit! Ich bin panisch im Bischi über zu den Nachbarn gerannt. Ja, ich habe gemeint, das sei Tamara. Was ist los? Ich habe nur noch gedacht, dass ich ihr helfen muss. Aufmachen! Kommt, macht auf, schnell! Phil? Oh, Gott sei Dank. Was ist los? Wo ist Tamara? Tamara? Ja. Im Bett? Geht's ihr gut? Ja, natürlich geht's ihr. Sie hat geschrauen, sie hat Hilfe gerufen. Was? Ja, ich habe sie gehört, da aus dem Walkie. Was? Hey, Tamara schlaft. Aber ich habe ein Kind über das Walkie gehört, sie ist in Gefahr. Was redest du, Phil? Jetzt lass doch da. Was? Das Wimmern und Brüllen. Hey. Warte kurz. Das ist wirklich super gefährlich. Danke vielmals, ja. Da hat ein Kind geschrauen, wirklich. Warte schnell, ich weiss doch, was ich gehört habe. Das muss von der Tamara gewesen sein. Phil, da steht das Walkie. Es ist aus, schau. Was? Aber ich habe wirklich Stimmen gehört. Das war von einem Mädchen. Und... Gute Nacht, Phil. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vorher war doch da eine Stimme. Scheiße. Hallo? Hallo?
Vielleicht ist sie auf dem anderen Kanal. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Hey, stimmt das, was die Nachbarn erzählen, Phil? Bist du heute Nacht zu den Nachbarn über, hast Sturm gelitten und hast mit der Tamara reden? Im Bischi? Ja, es hat ein Kind um Hilfe geschrauen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo hat das Kind um Hilfe geschrauen? Aus dem Walkie. Du hast doch wahrscheinlich einfach geträumt, Phil. Nein, ich weiss doch, was ich gehört habe. Da war so ein Kindsstimme und die Hilfe und brüllt hat sie. Und ich habe das Gefühl, du steigerst dich gerade ein bisschen rein. Ich steigere mich überhaupt nicht rein. Mit diesen Walkies stimmt etwas nicht. Das Rauschen, die Stimme. Hast du jetzt Angst vor diesen Walkies? Du wirst noch paranoid. Die scheiß Walkies kommen weg. Geht's noch? Hast du es doch erst gerade gestern am Noah gegeben? Ja, dann tue ich es halt in die Garage. Also viel wahrscheinlich hat dann die Melanie recht. Es war einfach ein böser Albtraum. Psychologisch angeschaut, ist bei dir da vielleicht auch ein kleines Loslösungsdrama abgelaufen. Was? Ja, der Noah kommt halt langsam in ein Alter, wo er sich mehr für das Nachbarsmädchen als für den Papi interessiert. Komm, Steffi, hör mir auf mit dem Psychokack. Ja, ich sag ja nicht. Aber ist dann alles wieder gut gewesen? Ich meine... Nein, eben nicht. In der nächsten Nacht bin ich wieder aufgewacht. Hä? Ja, wegen diesen Walkies. Was? Ich habe es bis ins Schlafzimmer gehört. Aber du hast doch die Walkies in die Garage tun. Nein, das ist es ja. Eins ist in der Stube gestanden auf dem Messtisch. Was? Und dann war da wieder die Stimme. Hallo? Wer ist da? Wo bist du? Wie kann ich dir denn helfen? Wo bist du? Doppelmüll? Ich muss mich verstecken. Im Schrank. Wer kommt? Wer kommt? Scheiße. Wow. Ja, und was hast du denn gemacht? Dann bin ich in den Wald gefahren, zu der Hütte bei der Doppelmüll. Unsere Doppelmüll? Ja. Doppelmüll, wieso ausgerechnet Doppelmüll? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Keine Antwort. Ja, und dann bin ich endlich bei dieser Hütte angekommen. Mir ist die vorher noch gar nicht aufgefallen. Wie so ein Jägerhütli. Aus Holz, die Storen zu und überall hat es Moos gehabt. Es ist ganz verlassen dort gestanden. Keine Menschenseele. Niemand. Gott verdammt, was soll das? Du bist ja gar niemand. Hallo? Ich bin in die Hütte rein und es war stockdunkel dort drin. Mit dem Handy habe ich probiert, mich zu orientieren. Ich habe überall angeleuchtet. Aber nichts. Und in dem Moment höre ich im Stock ein Rumpeln. So wie wenn jemand umgekehrt wäre. Hallo? Wer ist das? Das ist nicht lustig. Hey, und ich bin ganz langsam die Stege hochgelaufen. Ich habe mir fast in die Hose geschissen vor Angst. Oben angekommen komme ich in ein Zimmer rein. Danach habe ich wieder mit dem Handy herumgeleuchtet. Aber nicht. Es war völlig leer. Nur im Ecken ist ein Schrank gestanden. Und dann war da wieder die Stimme. Aber das mal nicht aus dem Walkie, sondern aus dem Schrank raus. Ach du Scheiße. Hast du dich im Schrank versteckt? Gli ist da. Ich bin an den Schrank gekommen. Ich habe die Türen aufgerissen.
Aber es war niemand drin. Was? Aber wie geht das? Das ist doch gar nicht... Und dann höre ich plötzlich schwere Schritte, die die Stegen raufkommen. Oh, fuck. Ich habe voll Panik geschoben. Ich habe gar nicht gewusst, was machen und mich im Schrank versteckt und nicht mehr bewegt. Ich habe die Luft angehalten. Die Schritte sind immer näher gekommen. Und dann stehen geblieben. Ich habe das Schnaufen gehört. Vor dem Schrank aussen. Ganz nah. Und dann auf einmal nichts mehr. Totenstill. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe die Schranktür aufgeschlagen, bin rausgerannt, die Stegen runter, aus der Hütte raus, einfach weg. Hey, aufpassen. Und dann war draussen so ein Typ. Was, wer sind Sie? Was machen Sie da? Ich bin der Förster. Aber was machen Sie da? Da ist jemand im Haus drin und da ist ein Kind und das braucht Hilfe und jemand ist reingekommen. Sind Sie vorhin in der Hütte? Sie wissen schon, dass Sie nicht einfach in die Hütte rein dürfen. Das ist verboten. Aber ich habe ein Kind gehört und das ist in Gefahr. Ich habe es gehört in dem Walkie da und dann im Haus. Spielt jemand Spiele mit Ihnen? Was? Müssen Sie nicht langsam heim? Ihre Frau und Ihr Sohn warten doch sicher schon auf Sie. Aber woher wissen Sie das? Hallo? Phil? Alles okay? Ja. Wo bist du? Es ist mitten in der Nacht. Ich bin im Wald bei der Doppelmühle. Was machst du im Wald? Ja, das Kind, es ist so maum und ich kann ihm helfen und jetzt ist da der Förster und... Wo ist er jetzt? Phil? Hallo? Wo sind Sie? Hallo? Phil, was für ein Förster? Hat dich jetzt komplett genommen. Aber der Förster war gerade noch da. Komm jetzt heim, Phil. Jetzt. Fuck, Mann, wo ist der Typ? Phil. Hä? Phil. Ja. Hast du mich gehört? Okay, ja. Okay, ich komme gerade. Bis grad. Bis dann. Shit. Nein, schon wieder. Das Scheißteil! Ja, und dann habe ich das Walkie kaputt gemacht. Das fucking Scheiße. Ich bin draufgehauen und bin drauf rumgetrampelt, bis es keinen Ton mehr gemacht hat. Und habe es im Wald liegen. Oh, das ist ja der Oberhorror, die Geschichte. Voll. Hey, dann verstehe ich schon, dass du so fertig bist, Phil. Und das zweite Walkie, was hast du mit dem gemacht? Ja, das habe ich am nächsten Tag mit dem Hammer kaputt gehauen. Oh, geiles Sicht. Aber schon ein bisschen komisch, findet ihr nicht? Ich meine, ja, dass das alles bei der Doppelmühle passiert ist. Wo ich... Also, warte, hast du das Gefühl, das hat etwas mit dir zu tun? Also mit uns? Keine Ahnung, aber etwas stimmt doch da nicht. Hey, aber warte mal, Phil. Der creepy Förster, ist das der Dude mit dem Husten und der mit seiner scheiß Kettensage bei uns ans Feuer gekommen ist? Hä? Förster? Ja. Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wie hat er ausgesehen, Phil? Ja, er ist so, Phil? Hä? Mega schräg. Ich weiss gar nicht, wie der ausgesehen hat. Was? Ja, ich erinnere mich nur noch an die Stimme. Hört ihr das? Wow, hey, nein. Das darf jetzt aber nicht... Hey, Scheiße, das kommt von dort hin. Wow. Hey, ein Walkie. Wow. Fuck, das ist mein Walkie. Hey, wie kann das sein? Ich habe das doch kaputt... Bist mal ruhig, Phil. Ich kenne die Stimme. Das ist der Förster. Lass mich in Ruhe. Sagst ihm nur einen ganz lieben Gruß. Gell, Phil? Okay, es langt. Gib mir das Scheißding. Los ins Feuer mit dem Scheißteil. Schmeiß es hin. Ja! Oh, pass auf, das Funk. Brenn! Oh, Hilfe! Das war Walkie von Eva Strasser, die 21. Folge von Grauen. Eva Strasser, Tantenclan, wie ihr ja alle wisst, hat diese große Serie für uns geschrieben. Und ich finde, auch in dieser Kurzform schafft sie super gut, so natürliche Dialoge zu machen. Also ich finde, die Familienszene funktioniert für mich klasse. Wie die drei. Und dann Daddy Cool
dass danach auch noch der Song kommt. Was war jetzt zuerst, das Huhn oder das Ei? Aber schön, dieses Wiederkehrende. Das Einzige, wo ich mich ein bisschen, also was ich so ein bisschen grob finde, also jetzt mal vom ganzen Grauen, da können wir gleich noch drüber sprechen, sondern nur erstmal auf dieser, immer wenn der angeblich normale Alltag gezeichnet wird. Beide Frauen, also sowohl Phils Frau als auch die Nachbarin, sind ziemlich grob zu dem Mann, der mitten in der Nacht rausrennt, weil er denkt, dem Nachbarskind passiert was. Die motzen ihn beide ziemlich an, anstatt zu sagen, Mensch, Phil, geht's dir irgendwie gut und so, du bist ja ganz aufgeregt. Der kriegt eigentlich nur die Hosen voll. Oder, oh, danke, dass du dich um mein Kind sorgst, aber ist wirklich alles gut? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube, das Schlimme ist halt in der Welt so weit weg, noch gefühlt, dass man es einfach realistischer findet, dass der Typ einen Schaden hat oder einfach auf den Keks geht. Ja. Mehr Spießbürgertum als... Ja, eben. Das klingt halt für mich vor allen Dingen durch. Und da schließt sich für mich auch so ein bisschen, aber damit habe ich generell so ein Problem. Wie heißt der Ort, wo er dann im Wald hin muss, wo die verlassene Hütte ist? Tobelmühle. Ja, das ist halt, das klingt für mich sehr sanft, ne? Also und überhaupt nicht bedrohlich. Das Haus an sich finde ich nachher sehr bedrohlich. Das erinnert mich so wie an den Showdown von Blair Witch Project. Das ist wirklich schlimm ist auch. Ja, wirklich schlimm. Das Ende von Blair Witch Project ist sehr schlimm. Ja, und hier, das fand ich auch. Da bin ich sehr gut mit Phil mitgegangen in den Wald und dann auch noch da rein und sich dann noch selber einzuschließen, ist auch so hart. Aber der Name, der raubt mir so ein bisschen die Kraft, die Gruselkraft. Gruselkraft. Gut. Du hast jetzt wieder 1 Monat Zeit, um neue Gruselkraft aufzutanken. Denn die muss ich wahrscheinlich aus dir. Oh, ups, nichts gesagt. Aus dir saugen, Wolfram. Also doch. Schön, dass ja doch noch am Ende alles rauskommt und die schlimmsten Befürchtungen wahr werden, bestätigt werden. Ja, ich meine, das ist ja egal. Ist ja nicht so, als hättest du eine Wahl. Eine Chance zu entkommen. Wobei das eben dann auch für den Film schon gut passt. Ich glaube, deswegen sind vielleicht auch die beiden Frauen so grob zu ihm. Doch ein bisschen dieses Motiv ist, man erwartet das Schlimmste in seiner Paranoia und der größte Paranoiker hat dann eben doch recht. Zumindest für Horror oder Grauen. Das stimmt. Die völlig abstruseste und schlimmste Theorie ist am Schluss dann doch die Wahrheit. Wie zum Beispiel, dass Moderatorinnen ihre geschätzten Kollegen aussaugen. Erzähl doch nur mal ganz kurz, ihr seid doch gerade, ich merke, du bist gerade so schön im grauen Kosmos schon wieder drin. Ihr seid auch gerade am Entwickeln von neuen Folgen, oder? Ja. Für Oktober, Halloween. Ist ja gar nicht mehr so weit hin. Nur ein paar Monate. Und da sind wir schon sehr weit mit den Stoffen und haben diesmal, was ich ganz schön finde, eine schöne Rahmenhandlung. Es gibt ja 5 Folgen. Aber schon noch Lagerfeuer. Auch, okay. Ja. Die um Halloween kommen. Und da jetzt aber die so als ein Paket ausspielen und senden. Das ist wirklich quasi ein Bogen, der sich auch über die einzelnen Geschichten hinwegzieht. Es gibt schon noch so einzelne Storys, aber die verbindet alles was und ich finde das sehr hübsch. Sehr gut. Was wir da gefunden haben. Simon Kraft und ich haben. Binge-Zwang. Ja, Binge-Lust. Okay. Also, wir hören uns wieder mit einem Krimi. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.